So, guten Mittag. Ich gehe mich verstehen entscheiden für den Tag. Ich war bis jetzt zusammen mit dem Premier an der Chambre, wo wir auch den Point gemacht haben von der sanitären Krise, von dem Covid zu Lützeburg und auch die solchen Fragen, die sich auch durchstellen, natürlich alle gut beantwortet haben. Von meinem Standpunkt aus wollte ich heute kurz einen Bilan machen, erklären, wo wir dran sind. Und was als Prioritäten oder Hauptsorgen noch am Moment sind. Was als Zahlen angeht, so haben wir den Kap gestern überschritten von 50 Toten hier am Land. Wir sind heute bei 54 Leuten, die hier das Leben gelassen haben, im Kontext von Corona halt zu Lützeburg. Das sind in der kürzester Zeit 8 Mai, bei den 2D schon mal 8 Tote mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht für möglich gehalten am Anfang von der Krise. Wir sind noch nicht dadurch. Die Zahl der Neuinfektionen sind Stand heute bei 3.163. Das sind 63 mehr wie gestern noch. Das sind noch immer Neuinfektionen. Trotzdem können wir feststellen, dass die Zahl der Neuinfektionen aber los raufgeht. Wie gesagt, aus an unsere Spitäler, wir haben dadurch, dass wir leider 2 Leute haben, die verstorben sind, just 42 Leute auf der Intensivstation. Und dafür haben wir in normalen Betten eine Unzahl an Covid-Patienten, die heute bei 202 Leute, das sind 14 mehr wie gestern Nacht. Ihr seht, da sind noch immer Leute, die aber neu angeliefert gehen. Das zieht noch immer ein bisschen an. Die sanitäre Krise hat ihren Preis. Wir wussten das von Anfang an, dass sie einen Preis tun. Und das, was wir en Platz setzen, zielt darauf hin, den Preis so niedrig wie möglich zu halten. 54 Stunden, das ist ein urges Bilan, das ist ein trauriger Bilan. Wir wissen aber auch, wenn wir die Rechnung machen und den Vergleich ziehen mit dem Grand Est, beispielsweise direkt von unserer Dir, dass durchaus Mesuren ganz viel verhindert gehen. Wenn man dieselbe Rechnung gemacht hätte wie am Grand Est, hätte man ganz viel mehr Todescher schon haut. Und sind auch dafür ganz froh, dass man durch die Mesuren, die wir geholt haben, die streng sind, die schwer sind, auch, da sind wir uns auch alle gut bewusst, dass es nicht einfach ist, über eine lange Dauer wirklich die Konfinemente zu respektieren, den bleibt daheim wirklich echt zu holen. Mit das durch die Mesuren, wo man heute können sehen, dass die Zahl von Neuinfektionen wirklich raufgehen. Das gesagt ihr ganz gut, das bestätigt sich wirklich und ich kann heute wirklich konfirmieren, wenn ihr zurückguckt auf 14 Tage mit der Inkubationszeit, die der Virus hat, gesagt ihr ganz klar, dass den Effort, den wir alle gemacht haben, zusammen, dass die wirklich sich Früchten dreht. Die sanitäre Krise, als nicht schon eine sanitäre Krise, wird ihren Preis, wird der wirtschaftliche Preis. Es ist auch ein psychologischer Preis. Es gibt Woche zu Woche mehr schwierig für die Leute, auch daheim zu bleiben. Kann er nicht an Schuld leben, das ist nicht mehr wie viel drin. Das Gesundheitssystem ist gefordert. Und ich gebe darüber angehen, ich habe gesagt, ich gehe vielleicht auf meine größte Sorge Haut angehen. Eine große Sorge ist, dass wirklich verstanden wird, dass wir nicht da durch sind. Krise ist, wir sind auf einer guten Linie. Wir können optimistisch sein, dass das, was wir gemacht haben, sind Früchte gedroht hat. Wir sind nicht da durch. Wir sind da immer ganz besorgt, dass wir bei unserem Gesundheitssystem die Krise gestaltet werden kriegen. Und dafür ist es wirklich wichtig, immens wichtig, ich weiß, es steht nicht so lange ein Weekend für unter dir, dass wir alle Guten zusammen die Gesten, die wir respektieren, die Distanz, die wir von dem anderen sollen halten, dass sich bewegen, da draußen über Minimum rauffahren, dass wir das wirklich respektieren und auch noch weiter durchziehen. Das wird gerade auf Feier, die ganz schwer sind, wo in traditionsgemäß Zeit mit seiner Familie verbringt, feiert. Wir müssen doch kreativ sein, also auf einer Weise kontaktieren, den sozialen Distancing, also physischen Distancing, den wir wollen, das empêcht nicht, dass sie sich anruft, dass sie sich unterstützt, dass sie sich moralisch unterstützt. Ich meine, das ist schwierig gefordert, ob sei weh, zu gucken, wie kann dazu beitragen, dass die Situation gerade für die Leute isoliert sind, so erleichtert wie möglich kann sein. Eng Sorge, die wir haben, das sehen wir unter Belegung von unseren Intensivbetten, dass wir ganz wenig Non-Covid-Patienten an der Behandlung haben. Also an einer ersten Phase natürlich normal, weil auch am Gesundheitswesen, genau wie generell an unserer Gesellschaft, alles aufgeführt gehen, als ob das wirklich notwendig ist. Viele Sachen sind ausgesagt gehen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich wirklich einen warmen Appell machen. Eine Urgenz ist und bleibt eine Urgenz, auch an Covid-Zeiten. Das ist nie auf Vorgestalt gewesen. Und auch wenn der mit ihrem Doktor muss schwätzen, meldet, das ist nicht so, dass alles stehen bleibt. Und
auch a Gefahr, wenn der nicht neu guckt an diesen Zeiten. Es ist das ganz wichtig, dass die Leute verstehen, dass sie auch an Covid-Zeiten können und ihren Doktor rundtreten, dass sie auch können eine Visite kriegen, wenn das wirklich muss sein. Und das nicht aus Angst für einen Spitäler zu gehen, no Konsequenzen von dieser Krise kommen, auch im gesundheitlichen Plan. Und ja, keine Balance mehr stehen mit den Mesuren, die wir en place gesetzt haben. Ich gebe dafür noch einmal insistieren, wir haben auf Niveau von der CSA, wir auch über Telekonsultation ganz viele Mechanismen en place gesetzt, die erlauben, Kontakt zu holen mit dem eigenen Hausdoktor oder aber mit einem Medizin de Garde. Wir über das Vorlauf wirklich einen ganz großen Erfolg gemacht, zusammen mit der Doktorschaft, durch den Alain Schmidt, den auch Dr. Schmidt, der bei uns am Ministerium mit darunter schafft, für wirklich als Doktorschaft so aufzustellen, dass wir allein die Garden funktionieren. Wir können wirklich die Besucher, die Dose noch entgegenzuholen. Das ist ein ganz aufwendig Arbeit gewesen mit dem Service, der steht, den ist nicht unterbrochen. Und das von mir wirklich den Appell, wenn der so merkt, wenn der chronisch krank sieht, dass irgendetwas nicht wie es soll sein, zeigt nicht ihrem Doktor anzurufen. Denn Spitäler sind so abgestellt, dass wirklich die viele Jahre ganz klar getrennt sind. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Es sieht beängstigend aus. Es sieht nicht aus wie für Drohnen, weil Leute mit ganz vielen Protektionen rundherum laufen, weil viele Mesuren geholt sind, die man nicht so gewinnt sind visuell. Aber ich kann nicht vergewissern, dass alles gemacht geht, als für wirklich eine ganz gute Prise en charge, auch während dieser Covid-Zeiten zu assurieren für die Leute, die andere gesundheitliche Probleme haben. Die Situation in Europa ist weiterhin beunruhigend. Ich will doch ganz klar sagen, dass das eine Krise ist, die laut Abschätzungen auch von den internationalen Gremien eng ist, die in Europa noch nie da war. Die hat regelmäßig Risikevaluationen, die gemacht werden. Die rezentest von dem europäischen Gremium, den für die Sachen zuständig ist, vom 8. April, wo eine neue Riskerschätzung gemacht worden ist, die gibt uns Grund zur Annahme, dass das Krise noch nicht drüber ist, dass sie lang wird gehen und dass wir dafür Geduld brauchen für uns alle. Wir werden Geduld brauchen, auch en vue von einer Exit-Strategie, wie genannt wird, das wird eine stufenweise Weise für 40 Sekunden, über die ich heute nicht schwätzen. Den Premier hat das annonciert am letzten Pressebriefing, wir uns eine halbe Woche gehen als Regierung für wirklich etwas auszuschaffen, was nächste Woche soll präsentiert gehen. Dafür gebe ich auch ein unterstreichen, dass das nicht ein Debüt ist von der Pressekonferenz heute. Von mir aus schüsse Message bleibt bei der Stange. Es geht noch weiter. Wir sind alle gut nachgefordert. Was auch immer wir machen, es wird nicht von heute auf morgen leben, da bauen sie, wie man das für Druck kann tun. Vielleicht auch noch zu den Tester gebe ich gerne einen unterstreichen, dass Lützeburg eine ganz schöne Testpolitik geführt hat von Anfang an. Wir sind in Europa das Land, das de loin die meisten Tester möchte, wenn in der Population hochfrechend weit für andere Länder. Und das ist etwas, was wir auch wirklich die Ambition weiterzumachen. Wir testen ungefähr 6-mal so viel wie als französische Kollegen, belgische Kollegen oder holländische Kollegen. Deutschland hat auch eine relativ schöne Testpolitik. Wir sind da wirklich Spitzenreiter, wollen das auch bleiben. Das ist von den Moyens für wirklich können effizient zu reagieren, für wirklich die Leute, die positiv sind, noch dementsprechend zu enkadrieren. Wir sind ganz froh, dass wir seit kurzem die Applikation en place haben, die es erlaubt, den ganzen effizienten Suivi vom Covid-Patienten zu machen, wo kann wirklich sein Befangen angehen, wo es suiviert wird, wo kann kontaktiert gehen direkt. Das ist eine Applikation, die lanciert ging das Woche. Wir sind auch wirklich so aufgestellt, dass wir Suivi per Telefon wirklich können assurieren, für mit den Leuten Kontakt zu bleiben, für sicherzustellen, dass sie verstanden haben, was sie müssen machen, wenn sie den Virus haben, dass es ihnen auch gut geht, und auch für sicherzustellen, dass wenn sie Komplikationen haben, dass sie wissen, wo sie sich müssen hinwenden, dass sie wissen, was sie müssen machen, für schnellstmöglich die richtige Behandlung dann auch zu kriegen. Voilà, das wäre von meiner Seite, sind dann gespannt, ob Fragen. Ja, bonjour, Madame la Ministre. Ich stelle nicht die Fragen, die per E-Mail rankommen sind aus den einzelnen Redaktionen. Die erste Frage kommt vom L'Essentiel. Aber das ist eine Frage, die der Logist schon mal geantwortet hat, der Haut kein Detail gibt zu einem Exit oder zu einem Kalender, wie das könnte ausgesehen. Sogar ich dann direkt gebe, ob die zweite Frage rübergehen, und zwar die. Le Luxembourg prévoit-il de tester toutes les personnes âgées dans les maisons de soins comme le Land de Saar en Allemagne? Also wir haben eine Teststrategie, die generell breit ist, und an der Maison de Soins ist der Fokus als prioritär Personal, was du schafft.
weil sie die sind, die eventuell den Virus könnten ranbringen an Maison de Soins. Bei den vulnerablen Leuten selber, die gehen natürlich auch direkt getestet, wenn sie irgendwo Symptome haben oder wenn ein Verdacht ist. Aber die mich generalisiert, mich poussiert, was man envisagieren, das wirklich für mehr breit nach abzustellen rund um das Pflegepersonal. Also Doktorschaft und Pflegepersonal. D'accord. Nächste Frage kommt von Luxembourg Times. Donc, dans une interview accordée au Luxembourger Wort, vous avez déclaré que le gouvernement disposerait d'une base suffisante pour son plan visant à faciliter le verrouillage dans 8 à 10 jours ou d'ici le 20 avril. Que va-t-il se passer à cette date? Dat wat ugeschwert ass am Fogol die Vu, die mal hunn opgrund vun dem missvivéierende Verlauf vun der Krankheit jo ganz genau, wie mat de Neuinfektionen as wie mat der Besetzung an de Better ass. An dat wat ma hunn seit as woch wenn am Interview ugeschwert hat, dats eng relativ eng gut Vu op wirklichsche, wo man können den Pronostik machen, wéi de Verlauf vun der Krankheit haiers, awer joch den Dekalage aus dem Moment, woch mech infizeieren, op dem Moment woch Komplikationen kräen an der Hospitalisation optauchen. Das ganz wichtig, um eng Zeit müssen Daten zu summen sammeln, dat der observiere, fir du eng gewisse Stabilität dran zu kreen. Dat ich mir wissen haut, dass ich beispielsweise der Feen wann Infektionsherd tun oder ein Event, wo Leute könnten ausstechen, das dauert laut unseren Berechnungen so die 14 Tage, das wirklich gesagt an den Infektionen oder an den Spitälern haben drin. Das ist eine wichtige Information, zumal von den effektiven Mesuren hält, wo ihr mehr Leute an Zirkulation kann. Das ist wichtig, dass ihr genau wisst, wie die Krankheit verläuft. Das ist selbst, was wir lange observiert haben, auf dem Punkt, wo wir gesehen, dass es Pronostiken, die man machen, dem man entsprechen, was dann antritt. Das ist am Anfang den Zeitpunkt, wo du also am Anfang kommen Pronostiken gemacht und dann werden die Realität aber da ein bisschen ändern. Am Ende eine Stabilität dran, dass man können so auf dem Modell, wo wir berechnen, sind wir ziemlich sicher, dass das die Probabilität ist, die dann auch wird antreten. Die nächste Frage kommt von RTL. Für was wird die Krisenzellule bislo de Gemengeniveau los, wie sie mit Masken sollen umgehen? Für was keine einheitliche Richtlinie? Also wir haben als Ministère de la Santé von Anfang an eine Position zum Port de Masque immer gehabt. Die haben wir au fur et à mesure adaptiert en fonction von den Vorgaben, die für die Weltgesundheitsorganisation kommen, die dann noch normalerweise an der logischen Suite quasi der selber von der Europäischen Gesundheitsbehörde überholt gehen. An die Position hat evaluiert au fur et à mesure, die hat für den 1. April ganz konsequent evaluiert. Man constat eben, dass Pandemie nach weite Wäschers von River zu sehen. Dadurch wird die Weltgesundheitsorganisation eine neue Position rausgehen, notamment par rapport zu den Maskenalternativen. Das heißt nicht die Masken, die am Ersatz sind an den Spitälern oder so weiter, mit zu den Maskenalternativen wie gebitzte Masken oder einer Beholf, den ihn als Mundschutz kann benutzen. Darauf sind nur mehr als Position auch adaptiert, sodass wir nach immer am Anfang nach zu all Zeitpunkt eine offizielle Position hatten, wie die Masken zu gebrauchen sind. Man donniert aber auch, an der das vielleicht das, was die Kollegin ausschwätzt, wir haben noch eine Politik der Distribution von dem Material, was wir haben. Wir sind an einem Kontext, und ich meine, das von Anfang an ein Konstant immer gewesen, dann ist es auch noch immer, wir sind an einem Kontext, wo wir Materialmangel aber haben, wo wir das Material mühselig hannen drlaufen, net könnte se immer mehr ran, weil es eben nicht unbegrenzt Stocke gibt. Am Moment haben wir Prioritäten. Das heißt, als erste Priorität ist natürlich der Sektor, für den wir auch als Santéministère responsabel sind oder an unserem Ressort aufgedeckt, dass das sind die Spitäler und noch den Extrahospitalier. Danach haben wir aber angefangen, nachdem wir für 2 Wochen angefangen, wirklich aber massiv Kommanden noch heranzukriegen, mir breit rauszugehen, sozusagen an den Sektor, den noch nicht direkt an Eisenbahn mit dem ganzen Sektor Soins à la Personne. Wir sind für eine Idee zu gehen, über die letzten Wochen 192.000 Masken, die von uns aus rausgegangen sind. Und das machen wir au fur et à mesure, wie wir mehr Material haben, sind wir natürlich bereit, auch mehr breit rauszugehen. Aber, und das ist wichtig, immer nur eine Hierarchie, die den Besoin entspricht. Das heißt, erste Priorität ist wirklich um Gesundheitswesen selber, wo ja auch die Maske vorgeschrieben ist, und nicht egal welche Maske, mit ganz spezifischen Exigenzen.
Chancen, dat die FFP2-Masken oder wirklich sehr genormte Masken muss man wirklich sicherstellen, dass die do hingi, wo die auch müssen benutzt gehen. Und dann aus den zweite große Sektor natürlich, wo man gucken, dass man das Stock hinkriegen, das sind all die Leute, die eben an Kontakt sind, die an der Soinen sind, rund Leute, die vulnerabel sind. Und dann geht es aber auch weiter mit noch natürlich Doktoren ausgeliefert und Abdikten und so weiter. Wir sind offen für mehr breit abzumachen, für froh zu beantworten. Gemenge sind sicher nicht dabei, so Distributionslist als Santé. Wir sind schon ganz froh, wenn wir mal an dieser Phase wirklich genug Material haben, für an die Sektoren ranzugehen. Wir hatten die Diskussion noch an der Chambre, wir natürlich offen, dann noch gerne Hilfestellung, wenn ein Moment kommt, wo man am Land mehr breiten Port du Masque giffen rekommandieren, helfen man natürlich mal können, auch aufgrund von den Erfahrungen, die man durch diesen traurigen Kontext, durch Notamfang konnte gewinnen, für uns umzulegen, für aber dann eben Material auf Lützeburg zu kriegen. Ich erlaube mir da vielleicht eine Vorhand runterzuschließen. Da hast du ja gestern auch vom Civicol eine Forderung rausgegangen, für was das nicht an den Gemengen aller Gute gibt, für Masken verdeelt, wie da dann nur 1, 2 oder 3, 4 Gemengen gemerkt hast. Wie steht dir da dazu? Ich gebe op dat zurückkommen, also ich gesehen ganz klar eng Priorisierung, wenn man limitiert Material hun, also für mich extrem wichtig, das Material dahin zu kriegen, wo es prioritär gebraucht wird. Wenn man nicht mehr limitiert sind, kann ich das natürlich mehr breit abmachen. Mir assistet sind wir nicht da, so dass ich der Meinung sind, und das ist auch die Position von der Santé, dass das professionelle Material soll prioritär dahin gehen, wo es gebraucht wird. Kann ich natürlich keinem verbieten, ich kriege mit Masken assistet, was ich selber für richtig finde. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir Stocke requisitioniert hätten. Ich muss aber darauf hinweisen, dass ganz viele Gemeinden und noch Betriebe an der ersten Phase, wo wir wirklich ob ein Mangel durchgegangen sind, als das Material brut tun, für das es kann auch utilement wirklich justement da prioritär angesagt werden, wo es gebraucht ist. Haut in einer Situation, den Stock, den wir haut tun, der Stock national bei uns als ungefähr 6 oder 7-fach von dem, was am Anfang war, sodass man auch schon eine Reihe, der Gemeinde Lützeburg hat gefragt, ob sie ihren Kontingent zurückkriegen. Das können wir auch machen, können wir uns erlauben. Wir haben uns nicht eine Gemeinde eng Instruktion zu gehen, was Material möchte. Wir haben als Position, die ist auch bekannt. Voilà, da muss ich für sich dezidieren, was er für richtig findet. Eine weitere Frage könnte auch von RTL. Eine Reihe Doktoren sagten uns, sie hatten eine Woche lang keine Rückmeldung vom Ministerium gekriegt, was ihren Ersatz an den sogenannten Lindegard geht. Was antwortet ihr auf die Kritik? Ja, schon die Kritik der neuen Herren noch über die Antenne. Ich gebe da nach ein bisschen Geduld bieten, die ganze Aktion für die letzte Freude als Decision geholt, für wirklich auch einen Koordinateur General aus der Doktorschaft selber bei uns am Haus zu haben, für die Lindegarden zu organisieren. Darauf sind Leute auch geschrieben gehen. Sie haben sich gemeldet, das sind immens viele Donnerien, die zusammengekommen sind an die. Ich muss an die Arbeiten und dafür auch ein ganz, ganz großes Merci und alle die Leute, die darüber schaffen. Am Moment, das wäre ganz intensiv, für das alles bei ihnen zu bringen. Sie ganz viele Telefone noch gegangen während der Zeit, weil froh waren. Ich muss so ich verstehe, dass du eng Sorge hast, dass nicht schnell genug geht. Ich meine, wir hätten nicht mehr schnell können hinkriegen, wie man das gemacht haben. Ich war eine Woche schon noch nur gefreut gehabt, dass also eine Kommunikation also für heute Abend geplant. Wie gesagt, ein Abruf also recht ganz kurzfristig gemacht gehen. Da kommen ganz viele Demanten ran. Und dann ist das ein ganz komplex Arbeit, die Hand und lebt eben an direkter Zusammenarbeit mit der MMD, die heißt du unterstützt, aber da ist die Summenschaft für eben die Lindegarden aufzustellen. Das ist relativ kompliziert. Wir haben 3 verschiedene Lindegarden, die en place gesetzt gehen. Auch immer für ihre Maximum Sicherheit für die Leute, für die Patienten zu gewährleisten. Eng echt als dat sind eng Lindegarde für als Centre de soins avancés, wo Covid-Patienten sind. Die Doktoren, die auf die Lindegarde kommen, das sind auch die, die dann Visite à Domicile für das Patienten mehr, für Covid-Patienten. Dann haben wir einen komplett getrennten Lindegarde, die am Gangen als erstellt zu gehen, eben für Telekonsultationen an einer eventuelle Konsultationen, die müssen gemacht gehen, eben, was nicht Covid-Patienten wären. Und dann haben wir noch einen dritten, wirklich noch eine ganz separierte Linie, die abgestellt wird für Doktoren, die an der Maison de Soins, wo eben die besonders exposiert, vulnerable Leute sind, für da wirklich eine
separat Lin zu hun, dass der Personal sich nicht in mischt. Dafür das schon ein ganz komplexe Erbecht an du wird nicht wirklich im Verständnis, das wird einfach das braucht die Zeit, die das geholt wird, für überhaupt zu recensieren und dann anzudelen. Aber wie gesagt, Kommunikation als Brett, aber wir werden auch schon noch hören, dass Leute sich zwischen während dem Osterweekend nicht lebt. Ich kann nicht rassurieren, dass die da arbeiten. Wir werden noch nicht wirklich ein Osterweekend tun. Alle guten Arbeiten laufen bei uns wirklich Schritt weiter an diesen Zeiten, auch wenn wir gucken, dass Leute heinst du einfach mal können hingehen. Ich kann an der Hinsicht beruhigen, dass die Zeit, die gebraucht wird, wir sind in Krisenzeiten, können noch nicht zaubern. Eng weiter froh kennt vum Contacto il y a une centaine d'infectés dans les maisons de retraite au Luxembourg. Que comptez-vous faire pour contenir la propagation et éviter que la situation grave qui s'est produite en Espagne et en Italie ne se reproduise? Wir schaffen rund um den Sektor ganz eng zusammen am Ministère de la Famille, wo man dertischliche Arbeitsgruppen haben. Da tun wir alles ganz genau am Ende, was steht. Wir haben noch am Vierfeld, weil da auch unterstreichen Leute an den Maisons de Soins sind natürlich ausgebildet, auch präpariert generell für mit Patienten umzugehen, die eine Infektionskrankheit tun. Sondern aber zusätzlich am Covid-Kontext konnten sie zusätzliche Rekommendationen, Instruktionen, wie man mit Covid-Patienten umgeht. sind noch Formationen en place gesagt gehen. Wir vergewissern also regelmäßig auch gemeinsam am Ministère de la Famille bei denen Häuser auch durch Visiten, die sur place gemacht gehen, ob alles sowas wie soll sein, ob Hilfe nach gebraucht, also man irgendwo können do unterstützend wirken. Wie gesagt, Material schadet ugeschwert, wir gehen ganz viel Material über den Weg von der Kopas, die besoin bei uns ragget, dann gehen wir das Material natürlich immer am Moos vom Möglichen, gehen wir nur einen gewissen Schlüssel an den dritten Sektor raus, sodass wir das probieren, konstant das Beste zu machen und noch am Ende zu haben, wenn etwas besorgniserregend wäre, für wirklich direkten Kontakt abzuholen und zu gucken, was ich kann machen. Une zweite Frage von Contacto Astirai. Il y a environ 140 personnes sans abri dans un refuge près de Findel. Que ferez-vous pour prévenir la contagion dans cet endroit? Auch da haben wir ganz klare Instruktionen und auch Kontakten mit den jeweiligen Responsablen für den Umgang mit den Covid-Patienten. Auch da sind Leute präpariert, sie wissen, was sie machen. Und wir haben noch Strukturen, wo ihnen eventuell Leute einen Tag über dem Kopf gehen, wenn sie müssen an der Tag kommen. Das ist auch eine separate Arbeitsgruppe, die sich damit befasst. Eng froh könnt vun Paperjam also eng schon beantwort gin die zweet aswer déi do geht den Plasma vu schon Leiit die schon positiv wären, dat gëtt jo an andere Länder auch lo probéiert wie gerade mo zu New York wéi studiert zu dem Verfahren. Da sind noch nicht Mediziner für eine Antwort zu geben. Wir sind generell als Direction de la Santé und noch über den Conseil supérieur des maladies infectieuses, weil da ist am Anfang also Conseil scientifique, observieren wir genau, was steht. Wir haben ganz viele Medikamente am Test und Behandlungsverfahren, sodass wir davon ausgehen, dass die zuständigen Leute auch der Toten genauestens suivieren und le moment venu, dass auch werden ersetzen, wenn das de mise ist. Ich meine, das ist ein experimentelles Projekt, so wie ich aus der Presse verstanden. Ich muss ehrlich sagen, ich will noch nicht eine direkte Antwort spezifisch zu dem dortigen Verfahren. Eng froh vum Radio 10,7 Di mat den Appell, dat Leiit sech weiter o Restriktionune sollen halen. Hun méi Leiit a lächtter Zeit sech net Metro gehalen. So wie statt vom zuständigen Minister immer hören, sind Leute einer müssen diszipliniert. Das wird verbalisiert all nach, aber generell also aber Tendenz, das wird man bestätigt, dass das eine große Disziplin da ist, dafür auch einen ganz großen Merci und Jitverein. Ich kann es nicht mehr indirekt bestätigen, weil ich meinen Kopf am Ende habe und ich gesehen, dass die Infektionen raufgehen. Wir hören auch, dass es nicht allzu viele Incidenten gibt, aber da wo Menschen sind, da Menschen, das nicht immer Jitverein. Genauso dat alles mcht wie dat soll eng natürlich Sache mit gesagt aber so aus wie wenn man wirklich muss diszipliniert am Land wären an der doch fertig springen wann muss hin. Dann eng weiter froh vom Radio 10,7
Zter dem 25. März mache verschiedene Doktorgarden am SIPA, do wo nie Garde firdro waren. Die echt woch 12 Stunden pro Tag oder 24 Stunden. Wie gehen die Garde remuneriert, gehen die auch rückwirkend bezahlt wie bei den Spezialisten? Wir haben eben einen ganz neuen Mechanismus, den wir während der Krise angefeiert haben, dass die Linde Garden, die ich für Drohnen angeschwärzt habe, das ist ein neuer Mechanismus, wo wirklich auch bei einem Stundentarif geschafft wird, den das festgesetzt wird am Regierungsrat und also auch kommuniziert wird und Leute müssen entre-temps relativ transparent für jeden sein. Die nächste Frage kommt vom Tageblatt. Und zwar als eng Dürbelfrosch mir stellen aber bei ne, weil sie hängt also die hängt und der anderen run. Die neue Tüte Convince bringt der Region an 2 Monate die echt seriös Zöllen zur Corona-Krise zu Lützeburg. War dir an der Premier so lange mit der Exit-Strategie aber nicht, für was könnte den geschwind Exit-Maßnahmen Beschluss gehen, ohne ob Gesundheitsexperten zu lauschen? Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Etude Convince, das ist ein Projekt vom Luxemburg Institute of Health, den genehmigt ging aus von der Santé, die ganz interessant ist und noch wertvoll wert sind für den Verlauf von der Krankheit zu monitoren. Den ist aber nicht direkt connectiert mit einer Exit-Strategie. Das sind Sachen, die hilfreich sind, weil sie helfen, auf höhere Mesure eben mit den Erkenntnissen, die wir dadurch kriegen, zu sehen, wie der Virus hier im Land verbreitet ist. Das ist aber nicht so, dass das eine Condition präalable wäre für über eine Lockerung von bestehenden Maßnahmen zu schwätzen, respektive eben Phasen umzudenken, wie loserem an ein anderes Leben drüber kommen. Ich hatte just wenn eng zweet froh dran, wann man den enker wild. Dat war froh war net. Für wat könnte geschwind Exitmaßnahme Beschluss gehen, ohne op Gesundheitsexperten zu lauschen? Ich gif mengen, dat sollte man jugieren, wann die Exitmesure bis präsentiert sind. Ich mengen recht dann kann den abschätzen, ob gelauscht hat gehen also oder net. Das bis frei für Apps zu beurteilen, wat nach net präsentiert das. Die nächste Frage kommt von Radio Latina. Combien de personnes âgées sont affectées et combien en sont mortes dans les maisons de retraite et de soins? Das ist ein Schiffer, den wir so nicht publik gehen, zum Teil aus Respekt von der Privatsphäre. Das ist etwas, wo wir als Gedanken darüber gemacht haben. Am Anfang kommen wir gehen und haben festgestellt, dass wir am Anfang dadurch, dass wir ganz kleine Zahlen hier am Land haben, wenn ich mitteilt, dass an einem Altersheim eine Person verstorben ist, immens leicht zu retracieren, als wovon schwätzt, was nicht gut ist für den Schutz von der Privatsphäre von der Person. Das wäre, wie wenn ich so an der Straße sei gestorben oder an der Residenz. Wir haben das zurückgeschraubt, wir sind uns bewusst, dass das interessiert, und wir werden uns Gedanken machen, ob man da vielleicht eine pauschale Zahlwerte gibt, wie das sich abteilt. Schon der haut nicht bretten, wir sind uns schon bewusst, dass du ein Interesse hast, dann als Gedanken zu machen, wie wir da können die Öffentlichkeit informieren und gleichzeitig aber auch Privatsphäre von den Leuten respektieren. Die nächste Frage kommt vom Lützeburger Wort. Die Agers, die halten, es gibt Personen, die auch nur 4 Wochen Quarantäne nach 2 oder 3 Mal positiv getestet gehen. Also kein Risiko, die Leute nur 2 Wochen Quarantäne an 40 Stunden ohne Symptome rauszulassen. In Corona-Zeiten muss ich damit leben, dass man keine 100% Sicherheit tun, dass ein Virus, den neu ist, den Tag für Tag weiter erforscht wird. Wir haben Testmaterial, das Tag für Tag weiter evaluiert. Wir haben verschiedene Tester nach Fehlerquoten, das gewusst. Wir sind bemüht, für wirklich immer alle zu sehen, wirklich auch zu gucken, was von neuen Sachen rauskommt, was von neuen Tester rauskommt, für das wir auch für eine Mesure wirklich können, die Sachen an den Ersatz bringen, die eine bestmögliche Garantie an Sicherheit geben. Man muss sich bewusst sein, in dem überhaupt wirklich 100% Sicherheit an 0 Risiko zu haben, ob Testmaterial, ob Pronostiken, die blüfft. Da käme ich bei die 2 Lastfrohen, die als Rakuschet gesehen, die echt froh, das sind noch 2 vom Journal, vom Lützeburger Journal, die echt froh ist, sind nach dem Monten do für weiter Patienten aus dem Grand Est abzuholen, sind da schon geheilt gehen. Wir haben von den 10 Patienten als E-Patient das verstorben gewesen, relativ frei.
Dann haben wir da 2, die von der Intensivstation Ruf sind. Lo seit 1-2 Tage, die anderen sind auch immer auf der Intensivstation. Die ist geheilt, davon können wir definitiv noch nicht schwätzen. Das dauert lang. Muss ich wissen, dass die Leute, die Komplikationen machen rund um den Coronavirus, ganz schwer krank sind und noch lang krank sind. Ich war bis auf dem Stadium auswählen, ob der Intensivstation ist. Da dauert es definitiv lang, bis ich von Heilung schwätzen. Ich stoße immer noch nicht. Weiter aufrufen. Wir sind am Moment ein bisschen physisch, wenn wir justement am Gange sind, als Belegung von unseren Betten genau zu observieren, für zu wissen, ob wir da am Gange sind, auch den Akneck, den wir gesehen am Niveau von den Infektionen, ob wir auch den an den nächsten Tag hoffentlich rumfahren bei unseren Betten. Ich meine, das ist ja ein Open Geheimnis, dass wir auch intensiv schaffen, ob nächste Phase, wo wir neue Bestimmungen können holen, eventuell Aktivitäten mehr abfuhren. Dafür ist es ein ganz schwieriger Moment für uns, für so wir holen neue Patienten, weil wir aber da eine relativ konsequent Belegung haben von unseren Intensivbetten an die Patienten, wenn in das heischrechend, man muss ja planen, die Patienten liegen ganz lange auf der Intensivstation, also am Schnitt 3 Wochen, das ist eine wichtige Stunde, wenn den rechnet, wir bleiben als Lützeburg schon mal auch keine tausende Betten, das heißt, muss schon als Kapazitäten am haben, sodass wir für das Vorlo effektiv nicht Decisionen konnten holen, weiter Patienten nach abzuholen. Die Lastfrau könnt, wie gesagt, noch vom Lützeburger Journal. Den Jean Asselborn hat appelliert, für die Grenzen zu Deutschland nicht abzumachen. Auch die Bürgermeister von beiden Seiten machen das. Wie geht man mit Berlin negoziert? Sie sind da am Bild. Nein, das ist nicht direkt mein Zuständigkeitsbereich. Ich weiß aber, weil ich nur genug dran bin, dass das ganz intensiv Kontakte sind, die wirklich auch gepflegt gehen, sowohl von Seite vom Premier wie von Seite vom Außenminister. Sie sind da wirklich bemüht, regelmäßig Kollegen anzurufen, regelmäßig zu plädieren für eine Approche, wie wir sie für in Europa für richtig fanden. Wir sind aber bleiben der Überzeugung, dass der Virus definitiv keine Grenze kennt und dass es besser wird, wäre ihn aufgestimmt, ob dem, was er möchte, ob die Mesuren, die er hat, das ist ein Plädoyer, den wir feiern, bislang mit Succès. Aber wie gesagt, das sind selber nicht an der Front. Wann der erlaubt, dann nach eng allerlecht froh an die Logist rakommen ass, die schessen aber ganz gern nach no. Die können vom Lützeburger Woche nach, wie gesagt, man Durchschnittsalter aus von den Verstorbenen, die kommuniziert die nicht mehr. Wir haben den Age Median, den wir angehen, den sich mehr abschlussreich als mathematisch. Ich bin aber ganz viel nur der Moyenne gefragt. Ich muss zur Ansicht kommen, dass die Leute besser eins geben mit einer Moyenne. Und ich denke, dass wir das mal auf den Weg holen. Wir hatten für gestern, ich war doch an der Chambre gefragt, gestern war den Age Moyen 84, am Median 87, voilà, für eine Idee zu gehen. So, ich merci. Gern geschieht. Merci.